Grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, so schnell kann's gehen. Kommt dann doch gleich am nächsten Tag ein neues Video. Ich hab's noch nicht gesehen, ist jetzt gerade vor 10 Minuten oder sowas, ist das beim Spiegellord online gekommen. Oh, wir schauen im Übrigen beim Spiegellord. Und ich bin gespannt. Das Video heißt, warum TikTok, bin selber schon ganz behindert, warum TikTok Re-Ups? Ich erinnere mich nicht, dass er auf TikTok irgendwas gere-upt hat. Vielleicht weiß Rainer auch nicht, was Re-Up bedeutet. Das ist meine Theorie. Weil, also das zweite Re-Up hinten dran ist natürlich vom Spiegellord, aber ich weiß nicht, ob Rainer weiß, dass Re-Up für Re-Upload steht, also irgendwas, was schon mal da war, nochmal zu uploaden, oder ob er der Meinung ist, dass das irgendwie neue trendige Jugendsprache für Videos hochladen ist. Keine Ahnung. Wir werden es vermutlich herausfinden. Er hat schon wieder die speckigen Fettgriffel am Kürbis. Traumhaft. Wunderschön. Und dann da die Song. Dem entlang umeinander. Im Einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal du mich auch. Jetzt schiebe ich noch ein kleines Video zwischen. Okay, so wie das letzte. Um mal kurz ein bisschen zu erläutern. Also zunächst mal, Da bin ich jetzt gespannt. Ob er jetzt das letzte Video erläutert oder was er jetzt da erläutern will. Und wir kennen uns alle, wenn Rainer irgendwie versucht, irgendwas zu erklären, zu erläutern. Das ist bisher noch in 100% der Fälle in Gully gegangen. ich habe heute einen Post für alle ab dem Jugenddrache ran gemacht. Einen etwas größeren Post. Es ist so geil. Ab einem gewissen Rang. Also er macht Posts für seine Zahldullis, aber nicht mal alle seine Zahldullis sehen diesen Post. Wenn jetzt hier, da gibt es dann Leute, ich weiß nicht, wie sein niedriger Welbling oder was es heißt, der niedrigste Rang. Ja, das sind dann, klar sind da ein Haufen Leute hier von der ehrenhaften Community dabei, die Leute, die ganzen Schmutz re-uppen und nebenher noch mit Livestreamen und so. Aber da sind sicher auch Leute dabei, die sich halt einfach wahrscheinlich nicht anders leisten können. Vielleicht sind es irgendwelche Leute, die selber am Harzen sind oder noch zu jung sind und was weiß ich. Ja? Und die kriegen dann den Community Post nicht, weil offensichtlich, das wäre jetzt meine Theorie von dem Satz, den ich jetzt da gerade gehört habe, ist, er haut das ab einem höheren Rang raus, weil er der Meinung ist, die Haters können dann seine Posts nicht mehr lesen, weil die nur die niedrigsten Ränge haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wer welche Ränge hat, aber das regelt sich sonst. Habe ich unter anderem auf meine Aussage im letzten Video gesagt oder reagiert und etwas Klarheit geschaffen zu der Aussage, wer auf speziellere Videos wartet. Lohnt sich also, das mal vielleicht sich in Angriff zu nehmen für alle, die den Jugenddrache Rang und höher haben. Gib mir mehr Kohle. Also ich tease euch jetzt hier was und aber wenn ihr mir schon Geld gebt, hahaha, seid ihr immer noch lackiert, ich will mehr. Damit ihr dann auch wirklich alle meine Community Posts. Ja, das ist so, also das ist wirklich unterste Schublade ist das. Ganz ehrlich. Es gibt Leute, der hat damit, wenn er solche Aktionen bringt, praktisch seinen untersten Rang, diesen Welbling-Rang, vollkommen ad absurdum geführt. Ich meine, das war es vorher schon. Machen wir uns nichts vor, gell? Also, wer bei dem vorher, also generell Kohlen da lässt,
ist eh nicht mehr zu retten. Also, weil du kriegst ja nichts dafür. Der Content, den er macht, ist ja nichts. Das hat ja alles keinen Wert. Ja, da kann ich einen rauchenden Schimpanse vor die Kamera setzen. Das ist unterhaltsamer wie es hier. Ja? Aber jetzt haben dann sogar die Leute kriegen es dann gar nicht mehr mit. Dann, Rainer, dann mach doch den niedrigsten Rang einfach raus. Ja? Mach den raus und sag hier, es gibt jetzt nur noch den Rang. Ja? Und der kleinste kostet jetzt so und so viel. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt über gewisse Sachen nur noch für höhere Ränge deswegen freischaltet, weil er sich denkt, hahaha, dann kann ich hier die Hater dazu bringen, dass sie mir mehr Geld geben. Rainer, das wird Scout nicht fett machen. Das wird Scout nicht fett machen. Die Leute, die da bei dir ein Abo abgeschlossen haben, um da Content rauszuziehen für uns, die Handvoll Leute, wenn dann da Mark 50 mehr zahlt im Monat, macht Scout nicht fett. Auf der anderen Seite habe ich heute angefangen, meine TikTok-Re-Ups zu machen. Eigentlich hatte ich vor, einen zusätzlichen Kanal zu machen. Jetzt habe ich aber mit meinem Berater, ich habe ja jetzt... Ja, mach bitte nochmal einen dritten Kanal. Du hast 2 Kanäle, die beide unnütz sind. Also, sie werden unnützer mit je mehr Kanäle du hast. Der erste Kanal ist unnütz, weil er deiner ist. Der zweite ist der Vlog-Kanal, der absolut unnütz ist, weil da nichts kommt, was nicht auf dem ersten auch kommt. Wenn du jetzt noch einen dritten machst für deine TikTok-Scheiße, dann ist komplett vorbei. An Berater für meinen Kanal und hier. Jeder Frame am Meme. Er hat seinen Berater für seinen Kanal. Dann wundert mich aber, dass auf diesem Kanal kein Content mehr kommt, Rainer. Außer das, was du jetzt da gerade hinscheißt. ich habe jetzt einen Berater für meinen Kanal und bin ja jetzt in einem Netzwerk. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnen sollte, in welchem. Ja, bitte, mach. Rainer, los, hopp. Es wird früher oder später geleakt werden, in welchem Netzwerk du bist. Wenn du in einem Netzwerk bist. Vorausgesetzt ist nicht Lülülü. Das werde ich noch mit denen klären, ob ich das mal erwähnen soll, in welchem Netzwerk ich bin. Ich kann mir gut vorstellen, wie das abläuft. Er ruft dann da an, so, yo, ja, ich habe mir überlegt, darf ich das in meinen Videos oder im Stream sagen, welches Netzwerk das ist? Antwort, Himmel, scheiße, nein, lass das bloß. Ja, bei dem Netzwerk wird er auch nicht lange sein. 100%ig. Der war noch nie lange bei irgendwas. Wenn er bei einem Netzwerk ist. Wie gesagt, ist immer alles Quelle reiner, wissen wir alles. Das Lülü-Potenzial ist relativ hoch. Möchte ich jetzt niemanden an den Pranger stellen, falls man das überhaupt sogar sehen kann. Ich weiß nicht, ob man das nicht sogar sehen kann. Du bist sehr gut informiert. 10 Jahre Profi-YouTuber. Jedenfalls war es jetzt so, dass ich halt gesagt habe, dass ich eventuell, beziehungsweise mir wurde gesagt, ich soll doch einfach einen Re-Up-Kanal machen, wo ich meine TikTok-Videos mache. Das ist gelogen, Rainer, 100%ig. Wir hören uns das ganze Ding nochmal an, die letzten 5 Sekunden. Eventuell, beziehungsweise jedenfalls war es jetzt so, dass ich halt gesagt habe, dass ich eventuell, beziehungsweise mir wurde gesagt, ich habe gesagt, dass ich halt eventuell beziehungsweise mir wurde gesagt, dass ich einen Re-Up-Kanal für meinen... Nein, niemand hat dir das gesagt. Niemand hat dir das gesagt. Und hier sehen wir auch schon den winklerschen Lügenblick wieder. Er hat sich gedacht, boah, wenn ich jetzt hier auf TikTok, da habe ich das letzte Mal so viele Barren rausgeschmissen gekriegt, ja, dann mache ich doch gleich einen dritten Kanal auf. Und da lade ich dann diesen ganzen TikTok-Schmutz, lade ich dann da nochmal hoch und dann gibt es doppelt Kohlen, tschatsching, tschatsching. Und dieses Lügengesicht, Pfui Gas, wie er es versucht zu verkaufen, ihm wurde das gesagt. Nein, Rainer, wurde dir nicht. Ich soll doch einfach einen Re-Up-Kanal machen, wo ich meine
TikTok-Videos hochlade. Ja, genauso wie ihm auch immer gesagt wurde damals, wie war das? So viele Leute haben ihm gesagt, er soll diese Battle-Listen, diese Amazon-Battle-Listen hochladen. Das hat ihm auch keiner gesagt. Bei seinen Umfragen ist mit überwältigender Mehrheit für Lass das bloß sein abgestimmt worden. Er hat es trotzdem gemacht. Er rendert sich diese Scheiße im Kopf zusammen. Niemand sagt ihm das. Es ist seine großartige Idee. Er denkt sich hier, dann gibt es mehr Kohlen, mehr Kohlen, mehr Kohlen. Jetzt habe ich beschlossen, ich mache das. Hatte gestern schon angefangen, der Kanal existiert Auch die Gesichtskirmes wieder. schon, ich werde ihn aber wieder löschen, weil ich jetzt beschlossen habe, kurzerhand, ich werde die Re-Ups auf meinem Kanal hochladen. Ja, Rainer, das ist auch die schlauere Variante. Also wenn schon, dann so. Weil er vielleicht auch gemerkt hat, dass er auf seinem Hauptkanal Ebbe ist momentan, weil er ja nichts hochlädt und nichts streamt und nichts tut. Das dürfte bei ein paar Videos wahrscheinlich dazu führen, dass ich keine Videos veröffentlichen kann, weil die aufgrund von Copyright-Rechten geschützt sind. Das trifft aber nicht auf alle zu. Und ich weiß auch nicht, ob das bei so einer kurzen Videolänge überhaupt zählt. Eine 8 Sekunden. Ab 8 Sekunden greift Copyright. Kannst von jedem Song oder sonst irgendwas kannst du 8 Sekunden nehmen. Es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwie, da gibt es noch eine spezielle Regelung, ja. Aber, ja. Daumenregel. 8 Sekunden kannst du machen. Wenn du natürlich durch den Tierpark läufst oder aus dem Auto wird jetzt nicht mehr gefilmt, aber, und dann da praktisch die ganze Zeit diese Assi-Mucke im Hintergrund laufen lässt und da hat irgendjemand die Rechte drauf, dann wirst du natürlich gestrikt. Ist auch klar. Aber das sehe ich dann. Notfalls kann mir da vielleicht mein Netzwerk helfen. Das ist auch wieder. So, jetzt bin ich in einem Netzwerk, jetzt brauche ich nochmal selber denken und das mache ich erst einmal und wenn scheiße ist, dann sollen die das regeln. Wenn sie es nicht hinkriegen, sind es Hater. Es wird 3 Videos pro Tag geben. Keiner. Da nehme ich dir beim Wort. Es gibt 3 Videos am Tag. Wer glaubt's? Ey, der Ankündigungslord ist wieder am Stissel zurzeit. Jedes Video, ja, na, jetzt können wir wieder Streams und dann kommen wieder so viele Sachen. 3 Videos am Tag. Rainer, vielleicht dass du mal schauen, dass du einen in der Woche hinkriegst. So, das wäre schon mal mehr als aktuell. Damit ich die natürlich alle mal nach und nach aufhole. Wobei ich vielleicht zwischendurch auch mal 4 Videos machen werde. Es wird immer so sein, dass ich 3 Videos von meinem TikTok-Kanal nehme und veröffentliche. Aber immer so, dass ich die Videos zuerst für die Mitglieder freischalte und am nächsten Tag erst für euch. Das ist dann aber auch, das ist auch wieder heftiger Mitgliederbetrug. Diese fürchterliche Exklusivität. Da kriegst du diesen grandiosen Content, ja, wo er seine Dulli-Fragen beantwortet auf seinem kreisligen TikTok-Kanal. Kriegst du dann ganze 24 Stunden vorher, wenn du ihm Geld dafür gibst. Also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, kennt irgendjemand von euch jemanden, der da Geld dorten lässt bei dem? Unironisch und ohne, dass er das dann nutzt, um Re-Ups zu machen. Irgendjemand, der nicht Hater oder Kritiker ist, der sagt, nee, hier, Rainer, finde ich gut, möchte ich unterstützen, haben eine Mitgliedschaft gemacht. Kennt da jemanden? In welchem Sanatorium sitzen diese Leute? Wie kommen die an Geld? Es ist doch unfassbar. Er macht hier irgendeine Pseudo-Exklusivität mit seinem Scheiß einen Tag früher, wenn die Kohlen da lassen. Bestimmte Community-Posts, was er vorher gesagt hat, die sehen sie überhaupt nicht, wenn sie nicht einen höheren Rang haben. Ja, geil. Ja, richtig geil, Rainer. Und dann sollen sie dann nur auf OnlyFans und auf PH sollen sie dann noch folgen. Dann am besten auch noch Kohlen da lassen. So, Kohlen, aber nichts machen dafür. Das heißt, heute kamen insgesamt 6 Videos. 3 Videos für euch, für alle und 3 Videos für die Mitglieder. Ab dem jungen Drache-Rang. Weil es unter anderem ja auch ein Recht drin steht und ich möchte das regelmäßig so machen. Und ja, wieder auch ab dem jungen Drache-Rang.
Das heißt, der Welpling-Rang ist vollkommen, ob du den hast oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied zu den Leuten, die gar nichts haben. Sorry, Mietziege. Wir sind schon wieder am Terrorisieren im Hintergrund. Also, die Leute, die diesen Welpling-Rang haben, zahlen ihn für nichts. Also, ich meine, alle anderen zahlen ihn im Grunde auch für nichts, die zahlen ihn für noch weniger. Deswegen machen wir das jetzt so, dass zumindest das einmal so gut läuft. Genau. Ich habe übrigens jetzt aktuell mehrere Leute zu Moderatoren gemacht, die mir in den Kommentaren positiv aufgefallen sind. Wenn ihr also bei mir die Mod-Möglichkeiten habt, möchte ich hier an dieser Stelle noch kurz ansprechen. Oh, jetzt kommt er wieder. Ich weiß auch nicht, worauf der da jetzt rechts immer guckt. Ich weiß, der Ofenkäse hat gesagt, dass vielleicht, ja, dass er irgendwie bei Mona im Keller sitzt und jetzt dann schaut, weil er da wieder Kameras angebracht hat, da die Paranoia wieder kickt. Möglich ist es. Ausschließen will ich es nicht. Aber zurück zu seinen Moderationsrängen. Ich glaube, dass da jetzt wieder irgendwie der Lord of Lords kommt. Ich glaube, jetzt kommt er wieder mit seinen Machtfantasien. Oh ja, jetzt hier die Moderation. Jetzt ihr habt jetzt 2 Moderationsränge, aber aufgepasst. Hier so und so und so und ich bin der Drache, dein Gott. Jeder, der Mod bei mir hat, kann nicht nur im Stream die Chats moderieren, sondern man kann als Moderator auch hin und wieder mal über die Kanäle, über die Posts schauen und auch Posts von Leuten ausblenden lassen. Oder zur Überprüfung freischalten, dass ich die erst überprüfen muss, ob die freigeschaltet werden oder nicht. Das heißt im Klartext, jeder, der den Mod-Status hat, bei mir im Discord, bei mir im YouTube und auch, ich glaube, es geht sogar bei TikTok auch, jeder, der einen positiven Aspekt hat, der hat von mir jetzt mal bekommen. Ich habe jetzt 30, 40 Leute drinnen. Ich bete, dass da Hater dabei sind. Bitte lass da Hater dabei sein. Leute, die ihm so ein bisschen dann im Chat irgendwie Honig ums Maul geschmiert haben, die er jetzt zu Mods gemacht hat, damit sie da, bitte. Vielleicht kriegen wir den Hate so ein bisschen vom Kanal weg. Das heißt, ich würde alle, die den Mod-Status haben, ich werde natürlich aus Sicherheitsgründen jetzt niemanden erwähnen, damit es in der heißt, ja, der und der und der hatten, macht die mal fertig, damit wir frei posten können. Nö, ihr könnt jetzt quasi alle, die den Mod-Status haben, können auf dem Kanal zensieren. Da ich das jetzt natürlich angesprochen habe, werde ich mit jetziger Wirkung sofort keine Leute mehr zu Moderatoren machen auf meinem Kanal im Moment, weil natürlich jetzt Leute versuchen würden, ne, wir machen positive Kommentare und dann werden wir auch zu Mods gemacht. Nee, so läuft das nicht. Deswegen habe ich das gemacht, bevor ich das jetzt erwähne. Und Rainer, du kommst nicht zufällig auf die Idee, dass es Leute gegeben haben könnte, die vorher schon, weil du bist ja hier kein unbeschriebenes Blatt, man kennt dich doch. Und man weiß doch, was man tun muss, um bei dir auf Discords, TS-Servern, sonst irgendwas Mod zu werden. Es hat schon so viele Hater gegeben, die dir irgendwo Honig ums Maul geschmiert haben und dann irgendwo zu Mods geworden sind. Es ist schon oft passiert. Und du glaubst nicht, dass die Leute sich vielleicht jetzt vor dieser Ankündigung das schon länger gedacht haben und mal versucht haben, einen auf Arschkriecher zu machen bei dir, um dann Mod zu werden? Meinst du, das macht einen riesengroßen Unterschied, wenn du das jetzt so preisgibst? Ich weiß ja nicht. Bezweifle es dann doch eher. Damit ich jetzt mal 20, 30 Leute habe. Das heißt, jetzt können vorhin waren es noch 40 Leute. 20, 30 Leute mal die Kommentare durchschauen, wenn sie Bock haben und die Moderatoren Aufgaben übernehmen, wenn sie das möchten. Niemand ist dazu gezwungen, jeder kann es natürlich freiwillig machen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, der Post, einige Leute hatten gedacht, ich bin auf OnlyFans. Nö, bin ich nicht. Ich habe was Gegenteiliges gehört. Ich habe auch gehört, dass da schon Bilder kursieren. Ich habe noch nichts gesehen. Weiß jetzt, also wie gesagt, nagelt es mich nicht drauf fest, aber auch der Gesichtskirmes gerade eben. Ich bin auf OnlyFans? Nö, bin ich nicht. Hier die Gesichtskirmes, dortiges Anzeigen, könnte sein, dass er da wieder lügt. Ich bin auf einer anderen Webseite. Eine Sache wollte ich noch ansprechen und ist das Video auch schon durch. Und zwar wollte ich ansprechen. Das dauert noch ein bisschen. Die Aussage im letzten Video, ja, ich und Mona sind getrennt.
Und dann habe ich in einem anderen Satz einfach uns gesagt. Lasst uns in Ruhe. Ja, das war einfach nur Gewohnheit, aber natürlich haben die Hater solche Sachen natürlich gleich wieder auf die Goldwaage gelegt. Also macht letzten Endes, was ihr für richtig haltet. Rainer, geh doch dann nicht. Alter, wie schlecht kann man lügen? Wie schlecht kann man lügen? Jetzt ganz ehrlich, dieses oh shit, da haben wir mal verplappert. Er hat dieses uns gesagt, die Leute haben gemerkt, er hat sich verplappert. Er denkt sich jetzt, oh shit, da habe ich mich verplappert. Da muss ich jetzt unbedingt nochmal was dazu sagen, damit die auch wirklich glauben, dass wir nicht mehr zusammen sind. Damit machst du es schlimmer, Rainer. Damit machst du dich noch unglaubwürdiger. Aber das kann man dem auch draußen mal sagen. Das geht in den geistlichen Kürbis einfach nicht rein. Ich halte das für Blödsinn. Ich habe euch nicht belogen. Die Hater glauben immer, ich lüge, weil sie selber notorische Lügner sind. Du bist der notorische Lügner. Rainer, das ist nachgewiesen. Hier, bei uns wird viel spekuliert, aber meistens dann auch mit so, ja, ist halt jetzt Spekulation. Ja? Wir sind die notorischen Lügner. Alles klar. Alles klar. Und dadurch, dass sie notorische Lügner sind, glauben sie, dass jeder andere Mensch sie auch anlügt. Nein, wir glauben, dass du permanent lügst, weil du es tust, weil es nachgewiesen ist und weil du es sogar zugegeben hast, Rainer. Und ich habe heute ein TikTok-Video gemacht, ein ganz aktuelles TikTok-Video, das findet ihr im Moment auch nur auf meinem TikTok. Der Link dazu müsste in der Beschreibung sein. Auf jeden Fall ist es auf dem Kanal. Ist im Übrigen, nochmal, er re-upt seine TikToks auf seinem Kanal, aber nur für Leute auf einem gewissen Rang. Und alle anderen kriegen das dann einen Tag später. Und alle diese Leute, egal ob sie ihn bezahlen oder nicht, können auch einfach auf seinen TikTok-Kanal gehen, weil das Zeug da auch zu sehen ist. Im Banner verlinkt auf der rechten Seite. Da habe ich heute auch erst ein Video gemacht, wo ich eine Frage, einen Kommentar beantwortet habe. Warum lügst du immer? Da habe ich geschrieben, oder habe ich halt dazu mal meine Meinung und meine Stellung genommen. Also. Naja, du lügst. Weil du ein notorischer Lügner bist. Deswegen lügst du immer. Du brauchst jetzt dein Fotzen nicht so kreislich verzieren, das ist so. Wer da Interesse hat, kann das mal schauen. Das wird ein bisschen dauern, bis dieses Video veröffentlicht wird hier auf YouTube. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich jeden Tag mindestens 3 Videos veröffentliche. Ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich alle Videos veröffentlichen kann, weil ich habe jetzt eigentlich Download gemacht von meinen Videos. Jetzt wird wieder relativiert. Ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich so und so viel hochlade, aber mal schauen, ob ich dann wirklich so viel hochlade, weil ich weiß nicht, ob ich die hochladen kann, weil vielleicht bin ich auch einfach nur unfähig. Auf TikTok, habe aber nicht alle downloaden können, sondern nur ein paar. Und ich weiß jetzt nicht warum. Ich konnte jetzt irgendwie nur die 30 oder 40 letzten Videos machen und ich habe aber fast 100 Videos auf TikTok. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die älteren auch hochladen kann als Re-Ups oder nicht. Notfalls muss ich die einzeln downloaden, was eine Schweinearbeit wäre. Das überlege ich mir dann, ob ich das noch. Die einzeln downloaden wäre Schweinearbeit. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist dein Scheißberuf. Du willst dass die Leute dir extra Geld geben. Hier noch auf einem höheren Rang. Für diesen Scheiß. Aber dann die paar Sachen einzeln runterladen. Das ist zu viel Arbeit, der Zattler. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Noch mache. Oder ob wir einfach ab dem Punkt dann einen Cut machen und sagen, okay, wir machen das so. Aber das sehen wir dann. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video, beim nächsten Gedöns mit dabei. Wie gesagt, tut mir den Gefallen und hört auf, mich anzugreifen, andere Menschen anzugreifen. Ihr habt in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass ihr auf jeden Menschen losgeht, aber mir nun... Schön, dass er nicht über die Hater spricht. Die Platte muss jetzt am Ende nochmal, nach der Verabschiedung kommt die nochmal. Positiv oder negativ gesonnen ist. Ihr hattet hunderte von Hatern kaputt gemacht, ihr habt hunderte von Fans kaputt gemacht und ihr habt 100 Menschen davon kaputt gemacht, obwohl die überhaupt nichts mit mir zu tun hatten und komplett neutral waren. Also überlegt mal, wer hier wirklich der Böse ist. Ich, der einfach nur meine Videos macht, oder Leute, die im realen Leben, reale Menschen, reale Leben bedrohen. Habt ihr im Übrigen gesehen hier, Gammelzahn-Staffel fängt auch wieder an hier, also der wird von Tag zu Tag hier, der Schneidezahn da,
rechts von den mittleren beiden, der wird von Tag zu Tag schwärzer. Das ist nämlich der Punkt. Ich laber viel Scheiße. Aber ich bin YouTuber, das ist meine Aufgabe. Aber das ist der Punkt. Nein, Rainer. Genau da ist das Problem. Du wirst als YouTuber nicht für Scheiße labern bezahlt. Du wirst als YouTuber dafür bezahlt, Content zu liefern und den auf YouTube hochzuladen. Das machst du aber nicht. Du laberst nur Scheiße. Das ist richtig. Punkt. Ich laber. Die Hater machen realen Menschen reale Probleme. Ciao. Ich kann dir so Alle Hater machen das. Alle durch die Bank. Es ist wieder utopisch. Es wird dann echt Zeit, dass irgendwas passiert, dass der entweder in den Knast geht oder dass sein Scheißkanal weggemettelt wird. Eins davon muss jetzt irgendwann mal passieren, das kann so nicht weitergehen. Der fühlt sich gerade schon wieder viel zu sehr. Wir fassen zusammen. Er bescheißt weiterhin seine Zahltullis, noch mehr wie vorher. Also diese Weltbling-Rang-Leute, die haben jetzt eigentlich praktisch gar keine Rechte mehr, außer ihm Geld zu geben. Und auch die mehr zahlen, die kriegen dann seine alten Kamellen von TikTok, wenn er denn sich die Arbeit macht, die paar Videos dann einzeln runterzuladen. Kriegen die alten Kamellen von TikTok von vor ein paar Wochen und Monaten, kriegen die dann einen Tag früher, wie alle anderen Menschen. Das ist, da zahlt man auch gerne mal irgendwie 100 Euro für so einen Drachenrang da bei ihm. Ach nee. Kannst du dir nicht ausdenken. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen und Net Love.